Das heißt, es ist wieder Zeit für Wochenendsongs. Heißt jetzt, seit neuerdings, habe ich letztes Mal verkündet. Und ich bin heute bei den Wochenendsongs eingeladen bei dem Trio Die Ausgefuchsten oder Ausgefuchst, wie sagt man? Nur Ausgefuchst wahrscheinlich, oder? Das sind, kann man aussuchen, oder? Der Martin und der Roland. Und beim Roland sind wir heute daheim, gell? In seinem Elternhaus. Aber kannst du das bitte mal erklären, wo wir jetzt gerade sind, wo ihr daheim seid und wie das so ist bei euch? Ja, ich würde sagen, wir haben hier in der Zentrale, mitten im Bischofsmoors, Zentrum. Ja, das ist, wo wir da daheim haben, das ist ein altes Bauernhaus, sag mal, von 1900 irgendwo. Das war damals einmal so ein Schmied hat da herin, sein Unwesen drin. Direkt ja, da herin? Richtig, genau. Der hat da Nägel geschmiedet. Genau. Ist aber schon länger her wahrscheinlich, ist schon länger her, da habe ich noch nicht gelebt. Obwohl du gar nicht mehr so jung bist, glaube ich, oder? Nein, so jung bin ich nicht. Gott sei Dank. Die haben wir nicht so geübt, dass er ist. Ach so, ja, Stillschweigen, oder? Geheimnis. Das passt nicht mehr zu den anderen zwei. Ach, das passt schon noch. Apropos, die anderen zwei, Martin und Martin. Ihr zwei habt ungefähr ein Alter, glaube ich, und kennt ihn schon lange, oder? Ja. Wie lange kennt ihr ihn zwei schon, Martin? Ja, wir haben eigentlich miteinander aufgewachsen, sage ich jetzt einmal, im gleichen Dorf, auf der Rhein, in Heilbrück. Genau. Ja. Ist das auch noch Gemeindebischofsmeister? Ja, das ist gleich da, ganz der Allfast. Ja. Ja, genau. Und da war es noch gar nicht Burschen, habt ihr auch schon miteinander gespielt, das zwei, oder? Haben wir auch gespielt, Martin. ja. Ich habe zuerst angefangen, Steirische gespielt, dann hat es mich auch gepackt, Steirische, und dann ja, da haben wir die kleinen Sachen gespielt. Maibaum aufstehen, Sonnenfeier. Ja, Maibaum ist aber groß, also so klar waren die Sachen gar nicht, oder? Ja, aber so frei war nicht. Also, Ja, da haben wir auch noch nicht viel Kinder, also das war noch echt. da war es noch gar nicht Buben, Ja. das zwei. Und irgendwann ist es so weitergegangen, dann habt ihr es zweimal kennengelernt, glaube ich, oder? Richtig. Roland, wie ist denn das hergegangen? Das ist auf einem Musikantenstammtisch gewesen, sagen wir mal vor 6 oder vor 7 Jahren. Da habe ich ihn getroffen, da war er noch relativ jung, 15 Jahre. Und ja, da habe ich ihn fast sagen, adoptiert. Ja, da haben wir noch ein wenig so zusammengekommen, ich habe jemanden gebraucht zum Spielen. Und genau, da haben wir zusammengepasst, haben wir gesagt, mit zwei spielen wir zusammen, passt, treffen wir uns, proben wir mal miteinander. Genau. Roland, hast du vorher dann schon in irgendeiner Gruppe gespielt? Ja. Habe ich. Das war mit meinem besten Spätzl, meiner Michael. Genau. Haben wir da im schon geholfen. Gibt es ja heute auch noch, aber. Genau. Aber nicht mehr so aktiv. Nein, nicht mehr so aktiv, genau. Der Michael ist sein Bruder. sein Bruder. Einer. Genau. Und übrigens auch noch ein Bruder, sag selber, Ja, noch ein Bruder ist der Männer Seppel, der Seppel, bekannt von, die Liederwichser. genau, auch schon in einem Video da gewesen, gell? Bald haben wir es zusammen durch die Brüder. Ah ja, also doch schon eine Karriere, die du hinter dir hast, auch, gell? Also sagen, ja. Ja, Martin, du hast auch schon einiges gemacht in deinem Musikantenleben, oder? Davor haben wir im Vorgespräch, habe ich gar nicht gewusst, dass Zwiesler Fink-mäßig irgendwie auch mal was war. Magst du das mal erzählen? Ja, ich und meine Schwester, wir haben einen Zwiesler Fink einen Jugendfink gewonnen, 2017, genau. Ja. Und spielst du mit deiner Schwester noch? Ja, spielen wir eigentlich noch. Nein, ab und zu jetzt, wie sie Corona, jetzt hat Corona nicht so zulassen. Genau, aber schon immer noch. Ja, schon immer noch. Und ja, da habt ihr ihn dann, zwar habt ihr ihn kennengelernt, habt ja miteinander ein wenig musiziert und wir seid dann wieder am Martin gekommen, den du schon kennst. Wie ist denn das hergegangen? Das ist ganz verzwickt, ist das. Erzähl! Ja, ich habe wie gesagt, in einem Musikantentreffen habe ich einen Rolli kennengelernt. Ja, dann haben wir schon 2 Jahre gespielt. Ja, dann sagt der meiner, er möchte auch mit mir spielen. Genau, unbedingt mit mir spielen. Ja, dann haben wir gesagt, ja, haben wir nie hat er schon mal gespielt. Ein paar Liedl. Ja, haben wir gesagt, ist es nicht besonders gelernt, aber 2 haben wir nie und der Gitarre ist auch nicht so. Haben gesagt, ja, jetzt soll ich Bass. Ja, dann habe ich habe auch einen E-Bass gespielt und haben einen E-Bass aufgefahren. Ja,
Jetzt habe ich mir wegen das gezeigt, ich auch nicht könnte eigentlich richtig, aber gezeigt, was man das anfängt. Ja, dann hat das einigermaßen hingehauen. Ja, dann kommst du drum herumzuziehen. Das war 2018 dann, glaube ich, oder? Drumherum, das 2018, letzte Drumherum, ja, das, genau. das war noch, oder? Ja. Genau. Ja, dann sage ich, ja, mit dem E-Pass, ich brauche mal Strom, das ist auch nichts Gescheites im Drumherum drin. Ja, jetzt muss ich Kontrabass lernen. Ja, um 8 in der Früh. Um 8 in der Früh bin ich dann An dem Tag, wo es An dem gespielt hat? Tag, Nein. genau. Aha. Bin ich häufig von ihr einen Kontrabass geholt. Dann habe ich den Kontrabass eingestellt, dann haben wir den ganzen Vormittag geprobt, bis um 2 sowas. Dann haben wir es drum herum bei. Dann haben wir gespielt. Also wie meine Hand, waren meine Finger schon ganz wund. Ich wollte gerade sagen, wie hat es denn da gegangen mit den Fingern? Das ist ja, wenn du das nicht gewöhnt bist, der Kontrabass, dann musst du doch. Nein, ich muss sagen, ich habe so viel frei gehabt mit dem Kontrabass spielen, dass ich da einfach eingedrängt habe, ohne dass ich wirklich Schmerzen hätte. Nein, muss ich sagen, ich habe gespielt, voller frei. Aha. Und dann irgendwann waren sie dann Blut berührt zum Schluss. Ja, Ja, ein Wahnsinn. Und seitdem, seit diesem Drumherum-Tag, seid ihr zu dritt unterwegs. Praktisch. Unter dem Namen Ausgefuchst. Mit 2x. Genau, mit 2x. Nein, Aus. so richtig ausgefuchst. Ja, super. Ja, wie schaut es denn aus? Jetzt kann man mal den Zuschauerinnen und Zuschauern mal ein Stückchen präsentieren von den Sachen, die sie gerne spielen. Ja, probieren wir es halt. Probieren wir es. Und keine Sorgen, da trinken wir vorher. Achso, Ja. das ist natürlich ganz wichtig. Zwicks der Kugel. Ja, unbedingt. Drucken nach Holz ist nichts. Ja, dazu. Prost. Prost. Ich darf auch ein Wasch spielen heute, gell, wieder? Ja. Das ist eh vom Elvis noch einer, oder? Ja, das ist noch damals. Elvis noch später mit. Schaut Zeit her. Erbstück. Erbstück. Ja, stimmt. Ich bin auch mit dir verwandt. Ja, am Bayerischen, oder? Genau. Also die Leute daheim können das Tanzen schon mal anfangen. Ein Bayerischer muss her. Auf geht's. 1, 2, 3. Der fetzt. Ja, wunderbar. Hey, super Musik macht es, muss ich wirklich sagen. Okay. Ich habe ihn live erst einmal gehört, glaube ich, damals vor der Corona-Zeit noch, in einem Hoffest beim Schnierli war das, und da haben wir da schon gedacht, ja, die brauche ich auch irgendwann einmal. Nein, wirklich super.
Ja, Das jetzt freut uns schon, dass du bist, gell, muss ich jetzt auch wieder dazu sagen. Ja. Schön, dass du gekommen bist. Dankeschön, danke. Ja. Mich freut es, dass die Gaudi mitmacht überhaupt. Ja, gern. Dass die Zeit hat. Ja, jetzt möchten die Leute wahrscheinlich noch ein bisschen mehr über die 3 Burschen da erfahren. Wie schaut es denn aus? Verheiratet, ledig, beruflich oder wie steht denn die Lage bei Ihnen? Roli, ich fange bei dir einmal an. Ja, ich bin verheiratet, ich habe 2 Kinder. Arbeiten, ich muss Backer verkaufen und Kran. Also wenn du mal ein Häusl baust oder irgendwas Ja, baust, ich habe schon gebaut, also. dann haben wir zwar schon mal schlecht. Ah, Aber Backer zu Backer hast du Vibes. ja, das ist normal, da findest du Vibes. Oder ein Radlader, dass du mir ein paar Paletten übereinander stellst. Ein Loch auspacken und dann wieder zurückschaufelt, oder? Ja, genau. Also man hat gesagt, irgendwas gibt es weiter noch gereicht. Und du verkaufst die Maschinen praktisch. Ja, genau. Gut. Richtig. Und Martin, bei dir? Ja, ich bin Automechaniker. Ja, genau. Vom AVP in Dickendorf. Haben wir selber daheim auch ein wenig Werkstatt, also dabei. Da war die Werbung drauf, aber das kann man gerade nicht lesen, gell? Nein, haben wir Auto Hammerla, ja, das könnt ihr euch vorstellen. Wo ist die Werkstatt? Bei ihm daheim? in Zell. Aha. Bei Kirbier. Gemeinde Kirbier, genau. Und verheiratet, Kinder oder Freundin? Aber verheiratet bin ich nicht. Kinder wissen die nicht. Eine Freundin weiß ich. Die weißt schon. Ja, gut. Ja, bist du noch jung. Und bei dir, Martin, beruflich? Ja, ich hab das schlecht nicht erwischt. Ich muss die Maschinen richten, die wir verkaufen. Ich bin in der gleichen Firma. Genau. Ja, du magst Arbeit und ich fahre wegen der Weltgeschichte umeinander wahrscheinlich. Also, die Welt ist wieder gut, was da nicht verboten. So kann man es auch sagen. Ja, Da und, geht das Hand in Hand. ja. Und du, verheiratet oder Freundin? Nein. Nein, nix. Ja. Glücklich Single. Glücklich singe, das wird auch noch. Ja, jetzt haben wir ein paar private Sachen auch über ihn erfahren, das schon sowieso nie. Was ich auch noch ansprechen wollte, und du hast mich, Roland, draufgebracht. Wir haben ja vor einem halben Jahr ungefähr mit den Uhus und mit den Steckdosenlosen, wenn ihr die Zuschauerinnen und Zuschauer noch daran erinnern könnt, ein wenig so ein Gitarren-Battle gehabt damals. Das Gell? habe ich damals gesehen. Dann haben wir gedacht, da hängen wir ein, weil ich habe daheim so einen alten Lederfetzen gefunden, was heißt daheim gefunden, altes Haus haben sie abgebrochen. Und da ist so wieder ein Lederfetzen drin gegangen, dann haben wir gedacht, also irgendwas muss ich daraus machen. Und genau das ist auch Gitarrengut Challenge gekommen, da muss ich was draus machen. Genau. Und dann hat die Gitarrengute entstanden, den was du jetzt einmal hängen hast. Die haben wir alle selber gemacht, jetzt habe ich für Martin einen gemacht und für mich selber auch. Also von da gesehen haben wir jetzt gut ausgestattet mit Guten. Magst du vielleicht den einmal in die Kamera reinholen, weil das ist schon wirklich ein selber gemachter Gut Ausgefuchst. Leder, Richtig. ausgefuchst. Ja, Uwe und Basti, wenn ihr es zuschaut, ich bin mir sicher, ihr schaut es zu. Ich glaube, das ist wirklich jetzt der heimliche Sieger dieser Gitarrengut-Challenge, dieses Battles. Also da, Obwohl das gar nicht mitspielt. ja, genau. Sagen wir jetzt einfach mal, weil bei ihm quasi mehr oder weniger so unentschieden, jeder von ihnen hat sich als Sieger erklärt. Aber ich muss wirklich sagen, also ein Roli, das müsst ihr erst einmal nachmachen. Okay? Eine super Sache. Ja, schön. Männer, wie ist jetzt das so? Wenn man denkt, Bucher bei welche Veranstaltungen sind denn für ihn prädestiniert, was Spätzchen ist am Liebend? Ja, also wir spielen eigentlich durch die Bank. Also wir spielen Geburtstage, Feste, zu jedem Anlass. Wichtig ist auch schön. Ja. Nein, oft spielen wir Gut. Bäuerin, dann spielen wir wieder den Hobo um und so weiter. In jedem Zimmer. Aber ich habe schon gespannt, eng ist ganz wichtig, dass es gemütlich ist und dass die Leute passen, Unbedingt, oder? unbedingt. Gell, das ist- dazu. Ja, weil was macht, oder was ist eine riesengroße Veranstaltung wert, wenn die Leute fad irgendwie unten sitzen. Das Schlimme ist, dass wir meistens die letzten haben, die heimgehen. Die sind schon alle daheim und wir sitzen meistens noch oben da und das ist oft unser Fehler. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das passiert uns schon oft. Leider. Ja. Leider, ja. Im Vorgespräch haben wir auch noch was geklärt, und zwar, der Roland und ich kennen uns da doch schon eine Das Zeit. schon eine Zeit lang. Ähm, Wir kennen auch Musik schon lange, also von Sitzweh und der noch. damals die Sitz- und Ihr-Besetzung, und wir haben draufgekommen, das haben jetzt nicht gewusst, dass der Anderl, guter Freund und Spätel Bei von mir mir, Spätel, genau. ja, Musikkollege, Gruß an Andal, meinen alten Freund.
es war Arbeitskollegen sogar, oder? Richtig, genau. Aha, Genau. In der Schlosserei haben wir gearbeitet. aha, Ich war der Schweizer. aha. Genau. Ander, ein schöner Gruß auch, gell? Schau, so kommt man mit den alten Kollegen wieder zusammen. Genau. Und ich weiß noch ganz genau, damals vor ungefähr 15 Jahren ist jetzt das schon her, haben wir uns schon kennengelernt. Da war der Anderl auch dabei, auch vom Musikantenstammtisch. Damals vom alten Hirt in Habischried drin. Richtig, genau. So lange ist das schon her jetzt, gell? Unglaublich, gell, wie die Zeit vergeht. Ja. Wahnsinn. Ja, wie ist es jetzt bei euch? Eine CD habt ihr noch nicht, habt ihr gesagt, gell? Ist Nein. vielleicht einmal in Planung, kann irgendwie sein. Aber mit selber geschriebenen Liedern, wie schaut es denn da aus? Ja, der Martin hat mir einen geschrieben vor einer langen Zeit. Also, den könnte man heute einmal spielen, den könnte man mal präsentieren vom ganzen Planeten da draußen. Aha. Genau. Ja, das haben wir präsentieren wir heute, oder? Ja, wie schaut es Martin. aus? Können wir gleich schon präsentieren, oder was? Ja, Frau. Ja. Müssen wir tauschen, oder? Wechsel. Ja, Das Wechsel. Lied heißt meine Heimat und meine Freiheit. Also wir spielen ihn ganz gern, er geht gleich ins Kehr rein. Wo ist denn meine Gitarre? Die hast Da, du schau her. hinter dem Versteckt. Plakat. Versteckt hinter dem Plakat. Da haben wir es schon. Schau her. Ah, da ist es. Da ist schon. Ja. Das Lied habe ich vorher auch noch nicht gehört, weil, wie gesagt, ich habe ihn einmal gehört und da habt ihr es da gerade nicht gespielt gehabt. Also wenn es uns gar nicht gestohlen hat, dann kannst du es noch nicht hören. Ja, eben, darum habe ich es wirklich noch nicht gehört. Und wirklich geschrieben, Musik und Text von Martin Hammerler. Genau. Ja, da sind wir jetzt einmal gespannt. Von da rein. Schreibt es unbedingt dann in die Kommentare drunter, wie es euch gefallen hat. Gell? Aber ja, nichts verkehrt. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann verzeiht sie es an Doktor, weil der hat Schweigepflicht. Ja, unbedingt, genau. Oder am Pfarrer. Der genau. hat auch das Beichtgeheimnis, der kann auch nichts weiter erzählen. Genau. Ja, Ja, packen wir gleich. machen wir noch. Was? Wobei. 1, 2, 3. Mein Buid und die Berge, wir sind wunderschön. Ja, ich bin ganz traurig, bis die Wind von dir geht. Der Grund für das Gefühl, ist die
von und mit Martin Hammerler. Auf den darf man trinken. Ja, unbedingt. Prost. 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 Bitte. Also wenn euch das Ganze gefällt, dann darf unbedingt den Daumen nach oben, geht der Daumen nach oben, dann wird man dich loben, so sage ich euch, und darf unbedingt auf Abonnieren klicken. Auch ganz wichtig, dass das Video oder alle die Videos rauskommen in die Welt. Wie ist jetzt das, wenn man einen buchen möchte, habt ihr es Homepage, Facebook, Instagram oder wo findet man ihn am besten, wo schreibt ihr am Ich bin besten? sowieso nicht bei Martin drin, da steht seine Telefonnummer im Internet drin. Also der Martin, der ist für jeden Scheiß zum haben. Also im Facebook steht es. Im Facebook für jeden Scheiß zu Für machen. jeden Scheiß zum haben, alles bei Martin, das kommt alles bei Martin an. Das passt. Okay, also irgendwie, wenn du ins Facebook ausguckst, eingibst, dann landet man normalerweise bei Ihnen. Ja. Richtig. Ja, Männer, wie ist jetzt das? Wie schaut denn die Zukunft aus? Kann man da schon was sagen? Sind viele Auftritte geplant für dieses Jahr oder hält das sich momentan noch in Grenzen? Oder wie seid ihr denn geschehen? Ja, ich würde sagen, es geht gut dahin. Der Auftragskalender, sage ich mir, fühlt sich recht schön. Ja, Gott sei Dank. Überhaupt nicht beschweren, um Gottes Willen. Ja. Darf man sich nicht beschweren. Nein. Aber wenn es war, hätte schon noch Kapazitäten frei, oder? Wo so Terminchen? kleine Scheidungen können wir schon reinzulegen. Wahrscheinlich wird dazwischen. Ja, die Zeit rinnt dahin, gell? So ist es. Ich darf mich bedanken, lieber Martin. Hat uns gefreut, dass du da warst. Roland, Ja. Gehen wieder, nächsten wenn du mal Luft hast, du Zeit, kannst jederzeit kommen, das soll die Stieberlein. können wir gerne Ich habe mir natürlich auch Dankeschön, Alex, dass du vorbeigeschaut hast. Jetzt muss ich aber zuerst noch alle Bischofsmäuser Gruppen durchbringen. Viele habe ich schon, gell? Eine ganze Handvoll habe ich schon. Aber ein paar Hand noch, gell? Also, ja, aber gerade müssen wir noch zusammenschreiben, wie wir noch feit. Nein, da haben wir gut ausgestattet. muss man Ja, ganz ehrlich sagen. Bischofsmäuser ist wirklich musikalisch. Musikalisch, ja. Haben wir Echt, gut unterwegs. echt. Ja. Naja, dann, Dankeschön habe ich schon gesagt, dann kann ich an eng daheim nur noch sagen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, macht es gut, bleibt gesund und bis bald im Wald. Vielen Dank, Servus. Servus. Servus.